Я покупаю ему бутылку спиртного. Ich kaufe ihm eine Flasche Schnaps. Ich kaufe ihm eine Flasche Schnaps. Я дарю ему календарь встреч. Ich schenke ihm einen Terminkalender. Ich schenke ihm einen Terminkalender. Я дарю им 2 билета на концерт. Ich schenke ihnen 2 Konzertkarten. Ich schenke ihnen 2 Konzertkarten. Я не куплю ему ничего. Ich kaufe ihm gar nichts. Ich kaufe ihm gar nichts. Я дарю им 50 красных роз. Ich schenke ihnen 50 rote Rosen. Ich schenke ihnen 50 rote Rosen. Я дарю ей сумочку. Ich schenke ihr eine Handtasche. Ich schenke ihr eine Handtasche. Я дарю ему книгу с правилами дорожного движения. Ich schenke ihm ein Buch mit Verkehrsregeln. Ich schenke ihm ein Buch mit Verkehrsregeln. Я покупаю себе чемодан. Ich kaufe mir einen Koffer. Ich kaufe mir einen Koffer. Я давно тебя не видел. Ich habe dich ja lange nicht gesehen. Ich habe dich ja lange nicht gesehen. Мне все еще это нравится. Es macht mir noch immer Spaß. Es macht mir noch immer Spaß. Я сейчас дома. Ich bin im Moment zu Hause. Ich bin im Moment zu Hause. Я вышла замуж 2 года назад, и вот уже год, как у меня есть маленький сын. Ich habe vor 2 Jahren geheiratet und seit einem Jahr habe ich einen kleinen Sohn. Ich habe vor 2 Jahren geheiratet und seit einem Jahr habe ich einen kleinen Sohn. Я поздравляю тебя. Ich gratuliere dir.
Ich gratuliere dir. Обратите внимание, данный глагол после себя требует дательный падеж, поэтому местоимение стоит в дательном падеже. Теперь у меня есть собственная квартира. Ich habe jetzt eine eigene Wohnung. Ich habe jetzt eine eigene Wohnung. Мы ходили в одну школу. Wir sind in die gleiche Schule gegangen. Wir sind in die gleiche Schule gegangen. Но я по-прежнему хожу на курсы информатики и курсы французского языка. Ich besuche aber abends noch einen Informatikkurs und einen Französischkurs. Ich besuche aber abends noch einen Informatikkurs und einen Französischkurs. А вы тоже хотите выучить итальянский? Wollen Sie auch Italienisch lernen? Wollen Sie auch Italienisch lernen? Дорогой Клаус, спасибо за приглашение. Lieber Klaus, ich danke dir für die Einladung. Lieber Klaus, ich danke dir für die Einladung. К сожалению, я не могу прийти на твой день рождения. И вы поняли, что это у нас фраза из писем. Leider kann ich zu deiner Geburtstagsparty nicht kommen. Leider kann ich zu deiner Geburtstagsparty nicht kommen. Ну, тут если дословно смотреть, то есть на твою вечеринку, посвященную дню рождения. Да? Или просто можно сказать на твой день рождения. Мне нужно по работе поехать в Мюнхен. Ich muss beruflich nach München fahren. Ich muss beruflich nach München fahren. Надеюсь, ты простишь меня. Ich hoffe, du verzeihst mir. Ich hoffe, du verzeihst mir. Я желаю тебе приятной вечеринки, хороших гостей и много веселья. Ich wünsche dir eine schöne Party, nette Gäste und viel Spaß. Ich wünsche dir eine schöne Party, nette Gäste und viel Spaß.
Ирис не смогла прийти вечером. Вчера вечером ей пришлось забирать родителей с вокзала. И здесь у нас модальные глаголы в прошедшем времени претеритум. Iris konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste ihre Eltern vom Bahnhof abholen. Iris konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste ihre Eltern vom Bahnhof abholen. Мартин не смог прийти вчера вечером, ему нужно было убрать свою квартиру. Мартин konnte gestern Abend nicht kommen. Musste seine Wohnung sauber machen. То есть здесь убрать квартиру, дословно сделать чистой квартиру. Керстин не смогла прийти вчера вечером, ей пришлось навещать брата в больнице. Kerstin konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste ihren Bruder im Krankenhaus besuchen. Kerstin konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste ihren Bruder im Krankenhaus besuchen. Биргит не смогла прийти вчера вечером, ей пришлось отвезти свою машину в мастерскую. Birgit konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste ihr Auto in die Werkstatt bringen. Birgit konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste ihr Auto in die Werkstatt bringen. Пауль не смог прийти вчера вечером, ему еще нужно было написать 5 электронных писем. Paul konnte gestern Abend nicht kommen. Musste noch 5 E-Mails schreiben. Paul konnte gestern Abend nicht kommen. Musste noch 5 E-Mails schreiben. Петер не смог прийти вчера вечером, ему нужно было починить свой компьютер. Peter konnte gestern Abend nicht kommen. Musste seinen Computer reparieren. Peter konnte gestern Abend nicht kommen. Musste seinen Computer reparieren. Макс не смог приехать вчера вечером, ему пришлось лететь в Рим на деловую поездку, на деловую встречу, простите. Max konnte gestern
Abend nicht kommen. Er musste zu einer Geschäftsbesprechung nach Rom fliegen. Max konnte gestern Abend nicht kommen. Er musste zu einer Geschäftsbesprechung nach Rom fliegen. Петра не смогла прийти вчера вечером, ей нужно было посещать курсы китайского языка. Petra konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste einen Chinesischkurs besuchen. Petra konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste einen Chinesischkurs besuchen. Хайнер не смог прийти вчера вечером. Ему нужно было делать домашнее задание по немецкому языку. Heiner konnte gestern Abend nicht kommen. Er musste Deutsch-Hausaufgaben machen. Heiner konnte gestern Abend nicht kommen. Er musste Deutsch-Hausaufgaben machen. Клаудия не смогла прийти вчера вечером, ей нужно было работать над докладом. Claudia konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste an ihrem Vortrag arbeiten. Claudia konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste an ihrem Vortrag arbeiten. Здесь обратите внимание, глагол arbeiten имеет управление с предлогом an, работать над чем-либо, над текстом, над докладом, над презентацией. И после этого предлога у нас идет существительное в дательном падеже. Марианна не смогла прийти вчера вечером. Ей пришлось пойти поужинать с коллегами. Marianne konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste mit Kollegen essen gehen. Marianne konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste mit Kollegen essen gehen. Франц не смог прийти вчера вечером. Ему нужно было подготовить презентацию. Franz konnte gestern Abend nicht kommen. Er musste eine Präsentation vorbereiten. Franz konnte gestern Abend nicht kommen. Er musste eine Präsentation vorbereiten. Он работал финансовым консультантом в банке. Er hat als Finanzberater bei einer Bank gearbeitet. Er hat als Finanzberater bei einer Bank gearbeitet. Он назначил много встреч.
Er hat viele Termine vereinbart. Er hat viele Termine vereinbart. Он вел разговоры в банке. Ну, то есть, если человек работает консультантом, то он ведет разговоры с клиентами. In der Bank hat er Gespräche geführt. In der Bank hat er Gespräche geführt. Он писал ежедневно 50 электронных писем. Er hat täglich 50 E-Mails geschrieben. Er hat täglich 50 E-Mails geschrieben. На выходных он играл в гольф. Am Wochenende hat er Golf gespielt. Am Wochenende hat er Golf gespielt. Пятого мая 2019 года Карл выиграл турнир. Am 5. Mai 2019 hat Karl bei einem Turnier gewonnen. Am 5. Mai 2019 hat Karl bei einem Turnier gewonnen. В июле он купил красный кабриолет. Im Juli hat er ein rotes Cabrio gekauft. Im Juli hat er ein rotes Cabrio gekauft. Летом он поехал в Испанию на кабриолете. Im Sommer ist er mit dem Cabrio nach Spanien gefahren. Im Sommer ist er mit dem Cabrio nach Spanien gefahren. В Испании он пил много вина. In Spanien hat er viel Wein getrunken. In Spanien hat er viel Wein getrunken. Карл посетил Музей современного искусства в Мадриде. Karl hat ein Museum für moderne Kunst in Madrid besucht. Karl hat ein Museum für moderne Kunst in Madrid besucht. Там он встретил Антонию. Dort hat er Antonia getroffen. Dort hat er Antonia getroffen. В январе он женился на своей испанской подруге.
Im Januar hat er seine spanische Freundin geheiratet. Im Januar hat er seine spanische Freundin geheiratet. Ты уже ответил на письмо? Hast du die E-Mail schon beantwortet? Hast du die E-Mail schon beantwortet? Ты уже отменил встречу? Hast du den Termin schon abgesagt? Hast du den Termin schon abgesagt? Ты уже оплатил счет? Hast du die Rechnung schon bezahlt? Hast du die Rechnung schon bezahlt? Ты уже записался на прием к врачу? Hast du schon einen Termin beim Arzt vereinbart? Hast du schon einen Termin beim Arzt vereinbart? Ты уже забронировал столик? Hast du schon einen Tisch reserviert? Hast du schon einen Tisch reserviert? Мне срочно нужно назначить с ней встречу. Ich muss mit ihr dringend einen Termin vereinbaren. Ich muss mit ihr dringend einen Termin vereinbaren. Телевизор в моей комнате не работает. Der Fernseher in meinem Zimmer funktioniert nicht. Der Fernseher in meinem Zimmer funktioniert nicht. Я хотел бы 2 билета на новый фильм о Джеймсе Бонде. И здесь мы будем использовать самую вежливую форму в немецком языке. Это конъюнктив, когда мы выражаем свои желания. То мы используем глагол haben в форме hätte. Ich hätte gern 2 Karten für den neuen James Bond Film. Ich hätte gern 2 Karten für den neuen James Bond Film. У меня с ней встреча в 13:30. Ich habe mit ihr einen Termin um 13:30 Uhr. Ich habe mit ihr einen Termin um 13:30 Uhr. Ваш офис на 10-м этаже, комната 582. Вы можете использовать лифт или подняться по лестнице. Ihr Büro ist im 10. Stock, Zimmer 582.
Sie können den Fahrstuhl oder die Treppe nehmen. Ihr Büro ist im 10. Stock, Zimmer 582. Sie können den Fahrstuhl oder die Treppe nehmen. До 10 этажа я лучше поднимусь на лифте. Bis zum 10. Stock nehme ich lieber den Fahrstuhl. Bis zum 10. Stock nehme ich lieber den Fahrstuhl. В командировке. Auf Geschäftsreise. Auf Geschäftsreise. Из командировки. Von einer Geschäftsreise. Von einer Geschäftsreise. В командировку. Auf Geschäftsreise. Auf Geschäftsreise. За письменным столом. Am Schreibtisch. Am Schreibtisch. Во время встречи. Bei einem Termin. Bei einem Termin. Со встречи. Von einem Termin. Von einem Termin. Навстречу. Zu einem Termin. Zu einem Termin. На ярмарке. Auf der Messe. Auf der Messe. С ярмарки. Von der Messe. Von der Messe. На ярмарку. Auf die Messe. Auf die Messe. На конференции. In der Konferenz. In der Konferenz. С конференции. Von einer Konferenz. Von einer Konferenz. На конференцию. Auf eine Konferenz. Auf eine Konferenz. У клиентов. Bei den Kunden. Bei den Kunden. От клиентов. Von den Kunden. Von den Kunden. Клиентам. Zu den Kunden. Zu den Kunden. У клиента. Beim Kunden. Beim Kunden. От клиента. Vom Kunden. Vom Kunden. Клиенту. Zum Kunden. Zum Kunden. У начальника. Beim Chef.
beim Chef. От начальника. Vom Chef. Vom Chef. К начальнику. Zum Chef. Zum Chef. В ведомстве. Auf dem Amt. Auf dem Amt. Из ведомства. Два предлога. Vom Amt. Aus dem Amt. Vom Amt. Aus dem Amt. Ведомство. Zum Amt. Zum Amt. Я хотел бы 200 грамм обезжиренного сыра. Ich hätte gerne 200 Gramm fettarmen Käse. В зоопарке у них 34 разных вида птиц. Im Zoo haben sie 34 verschiedene Arten von Vögeln. Im Zoo haben sie 34 verschiedene Arten von Vögeln. Мне не нравится его стиль. Seine Art gefällt mir nicht. Seine Art gefällt mir nicht. Ты получишь булочки с прекрасной колбасой и мягким сыром. Du bekommst Brötchen mit feiner Wurst und weichem Käse. Du bekommst Brötchen mit feiner Wurst und weichem Käse. От простуды помогает горячий чай со свежим лимоном. Gegen Erkältung hilft heißer Tee mit frischer Zitrone. Gegen Erkältung hilft heißer Tee mit frischer Zitrone. Утром я умываюсь холодной водой. Morgens wasche ich mich mit kaltem Wasser. Morgens wasche ich mich mit kaltem Wasser. Дословно будет не утром, а по утрам. Morgens, каждое утро, morgens, по утрам. Будет ли сегодня крепкий кофе? Gibt es heute starken Kaffee? Gibt es heute starken Kaffee? Ребенок спит на свежем воздухе. Das Kind schläft
an frischer Luft. Das Kind schläft an frischer Luft. В сильный дождь я не иду гулять. Bei starkem Regen gehe ich nicht spazieren. Bei starkem Regen gehe ich nicht spazieren. В хорошую погоду мы хотим пойти в поход. Bei schönem Wetter wollen wir eine Wanderung machen. Bei schönem Wetter wollen wir eine Wanderung machen. Я люблю есть свежие фрукты. Ich esse gern frisches Obst. Ich esse gern frisches Obst. Все пьют холодное шампанское. Alle trinken kalten Sekt. Alle trinken kalten Sekt. Я никогда не пью теплый лимонад. Ich trinke nie warme Limonade. Ich trinke nie warme Limonade. Надеюсь, ты простишь меня. Ich hoffe, du verzeihst mir. Ich hoffe, du verzeihst mir. Я желаю тебе приятной вечеринки, хороших гостей и много веселья. Ich wünsche dir eine schöne Party, nette Gäste und viel Spaß. Ich wünsche dir eine schöne Party, nette Gäste und viel Spaß. Ирис не смогла прийти вечером. Вчера вечером ей пришлось забирать родителей с вокзала. И здесь у нас модальные глаголы в прошедшем времени претеритум. Iris konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste ihre Eltern vom Bahnhof abholen. Iris konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste ihre Eltern vom Bahnhof abholen. Мартин не смог прийти вчера вечером, ему нужно было убрать свою квартиру. Martin konnte gestern Abend nicht kommen. Er musste seine Wohnung sauber machen. То есть здесь убрать квартиру дословно
сделать чистой квартиру. Керстин не смогла прийти вчера вечером, ей пришлось навещать брата в больнице. Kerstin konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste ihren Bruder im Krankenhaus besuchen. Kerstin konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste ihren Bruder im Krankenhaus besuchen. Биргит не смогла прийти вчера вечером, ей пришлось отвезти свою машину в мастерскую. Birgit konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste ihr Auto in die Werkstatt bringen. Birgit konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste ihr Auto in die Werkstatt bringen. Пауль не смог прийти вчера вечером, ему еще нужно было написать 5 электронных писем. Paul konnte gestern Abend nicht kommen. Er musste noch 5 E-Mails schreiben. Paul konnte gestern Abend nicht kommen. Er musste noch 5 E-Mails schreiben. Петр не смог прийти вчера вечером, ему нужно было починить свой компьютер. Peter konnte gestern Abend nicht kommen. Er musste seinen Computer reparieren. Peter konnte gestern Abend nicht kommen. Er musste seinen Computer reparieren. Макс не смог приехать вчера вечером. Ему пришлось лететь в Рим на деловую поездку, на деловую встречу, простите. Max konnte gestern Abend nicht kommen. Er musste zu einer Geschäftsbesprechung nach Rom fliegen. Max konnte gestern Abend nicht kommen. Er musste zu einer Geschäftsbesprechung nach Rom fliegen. Петра не смогла прийти вчера вечером, ей нужно было посещать курсы китайского языка. Petra konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste einen Chinesischkurs besuchen. Petra konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste einen Chinesischkurs besuchen. Хайнер не смог прийти вчера вечером. Ему нужно было делать домашнее задание по немецкому языку.
Heiner konnte gestern Abend nicht kommen. Er musste Deutsch-Hausaufgaben machen. Heiner konnte gestern Abend nicht kommen. Er musste Deutsch-Hausaufgaben machen. Клаудия не смогла прийти вчера вечером, ей нужно было работать над докладом. Claudia konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste an ihrem Vortrag arbeiten. Claudia konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste an ihrem Vortrag arbeiten. Здесь обратите внимание, глагол arbeiten имеет управление с предлогом an, работать над чем-либо, над текстом, над докладом, над презентацией. И после этого предлога у нас идет существительное в дательном падеже. Марианна не смогла прийти вчера вечером. Ей пришлось пойти поужинать с коллегами. Marianne konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste mit Kollegen essen gehen. Marianne konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste mit Kollegen essen gehen. Франц не смог прийти вчера вечером. Ему нужно было подготовить презентацию. Franz konnte gestern Abend nicht kommen. Er musste eine Präsentation vorbereiten. Franz konnte gestern Abend nicht kommen. Er musste eine Präsentation vorbereiten. Кому ты подарил бутылку вина? И здесь мы используем глаголы в форме perfect, прошедшее время perfect. Wem hast du die Flasche Wein geschenkt? Meinem Vater. Wem hast du die Flasche Wein geschenkt? Meinem Vater. Кому ты рассказал эту историю? Своей сестре. Wem hast du die Geschichte erzählt? Meiner Schwester. Wem hast du die Geschichte erzählt? Meiner Schwester. Кому ты купил книгу? Своему брату. Wem hast du das Buch gekauft? Meinem Bruder. Wem hast du das Buch gekauft? Meinem Bruder. Кому ты показал фото? Своему учителю. Wem hast du das Foto gezeigt? Meinem Lehrer. Wem hast du das Foto gezeigt? Meinem Lehrer.
Кому ты отправил электронное письмо? Своему начальнику. Wem hast du die E-Mail gesendet? Meinem Chef. Wem hast du die E-Mail gesendet? Meinem Chef. Я скоро тебе позвоню. Ich rufe dich bald an. Ich rufe dich bald an. Очень часто немцы вот это словечко dich пишут с большой буквы как в знак уважения к человеку, хотя они могут общаться на ты. Он работал финансовым консультантом в банке. Er hat als Finanzberater bei einer Bank gearbeitet. Er hat als Finanzberater bei einer Bank gearbeitet. Он назначил много встреч. Er hat viele Termine vereinbart. Er hat viele Termine vereinbart. Он вел разговоры в банке. Ну, то есть, если человек работает консультантом, то он ведет разговоры с клиентами. In der Bank hat er Gespräche geführt. In der Bank hat er Gespräche geführt. Он писал ежедневно 50 электронных писем. Er hat täglich 50 E-Mails geschrieben. Er hat täglich 50 E-Mails geschrieben. На выходных он играл в гольф. Am Wochenende hat er Golf gespielt. Am Wochenende hat er Golf gespielt. Пятого мая 2019 года Карл выиграл турнир. Am 5. Mai 2019 hat Karl bei einem Turnier gewonnen. Am 5. Mai 2019 hat Karl bei einem Turnier gewonnen. В июле он купил красный кабриолет. Im Juli hat er ein rotes Cabrio gekauft. Im Juli hat er ein rotes Cabrio gekauft. Летом он поехал в Испанию на кабриолете. Im Sommer
ist mit dem Cabrio nach Spanien gefahren. Im Sommer ist mit dem Cabrio nach Spanien gefahren. В Испании он пил много вина. In Spanien hat viel Wein getrunken. In Spanien hat viel Wein getrunken. Карл посетил музей современного искусства в Мадриде. Karl hat ein Museum für moderne Kunst in Madrid besucht. Karl hat ein Museum für moderne Kunst in Madrid besucht. Там он встретил Антонию. Dort hat Antonia getroffen. Dort hat Antonia getroffen. В январе он женился на своей испанской подруге. Im Januar hat seine spanische Freundin geheiratet. Im Januar hat seine spanische Freundin geheiratet. Ты уже ответил на письмо? Hast du die E-Mail schon beantwortet? Hast du die E-Mail schon beantwortet? Ты уже отменил встречу? Hast du den Termin schon abgesagt? Hast du den Termin schon abgesagt? Мне все еще это нравится. Es macht mir noch immer Spaß. Es macht mir noch immer Spaß. Я сейчас дома. Ich bin im Moment zu Hause. Ich bin im Moment zu Hause. Я вышла замуж 2 года назад, и вот уже год, как у меня есть маленький сын. Ich habe vor 2 Jahren geheiratet und seit einem Jahr habe ich einen kleinen Sohn. Ich habe vor 2 Jahren geheiratet und seit einem Jahr habe ich einen kleinen Sohn. Я поздравляю тебя. Ich gratuliere dir. Ich gratuliere dir. Обратите внимание, данный глагол после себя требует дательный падеж, поэтому местоимение стоит в дательном падеже. Теперь у меня есть собственная квартира. Ich habe jetzt eine eigene Wohnung.
Ich habe jetzt eine eigene Wohnung. Мы ходили в одну школу. Wir sind in die gleiche Schule gegangen. Wir sind in die gleiche Schule gegangen. Но я по-прежнему хожу на курсы информатики и курсы французского языка. Ich besuche aber abends noch einen Informatikkurs und einen Französischkurs. Ich besuche aber abends noch einen Informatikkurs und einen Französischkurs. А вы тоже хотите выучить итальянский? Wollen Sie auch Italienisch lernen? Wollen Sie auch Italienisch lernen? Дорогой Клаус, спасибо за приглашение. Lieber Klaus, ich danke dir für die Einladung. Lieber Klaus, ich danke dir für die Einladung. К сожалению, я не могу прийти на твой день рождения. И вы поняли, что это у нас фраза из писем. Leider kann ich zu deiner Geburtstagsparty nicht kommen. Leider kann ich zu deiner Geburtstagsparty nicht kommen. Ну, тут если дословно смотреть, то есть на твою вечеринку, посвященную дню рождения. Да? Или просто можно сказать на твой день рождения. Мне нужно по работе поехать в Мюнхен. Ich muss beruflich nach München fahren. Ich muss beruflich nach München fahren. Надеюсь, ты простишь меня. Ich hoffe, du verzeihst mir. Ich hoffe, du verzeihst mir. Я желаю тебе приятной вечеринки, хороших гостей и много веселья. Ich wünsche dir eine schöne Party, nette Gäste und viel Spaß. Ich wünsche dir eine schöne Party, nette Gäste und viel Spaß. Ирис не смогла прийти вечером. Вчера вечером ей пришлось забирать родителей с вокзала. И здесь у нас модальные глаголы в прошедшем времени претеритум. Iris konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste
Ihre Eltern vom Bahnhof abholen. Iris konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste ihre Eltern vom Bahnhof abholen. Жена звонила ему каждый вечер. Звонить, anrufen. Seine Frau rief ihn jeden Abend an. Seine Frau rief ihn jeden Abend an. Лина и Луиза ходили в школу пешком. Ходить, идти, gehen. Lina und Luisa gingen in die Schule zu Fuß. Lina und Luisa gingen in die Schule zu Fuß. Я оставался в Мюнхене только неделю. Ich blieb in München nur eine Woche. Ich blieb in München nur eine Woche. Все лето он оставался у своей бабушки. Оставаться bleiben. Blieb den ganzen Sommer bei seiner Mama. Blieb den ganzen Sommer bei seiner Oma. Я написал этот тест не особенно хорошо. Писать, schreiben. Ich schrieb diesen Test nicht besonders gut. Ich schrieb diesen Test nicht besonders gut. Прохожий подробно описал дорогу до театра. Описывать, beschreiben. Der Passant beschrieb den Weg zum Theater ganz genau. Der Passant beschrieb den Weg zum Theater ganz genau. Врач прописал моему отцу таблетки от кашля. Прописывать, verschreiben. Der Arzt verschrieb meinem Vater Tabletten gegen Husten. Der Arzt verschrieb meinem Vater Tabletten gegen Husten. Вода поднималась на 2 метра. Подниматься, steigen. Das Wasser stieg um 2 Meter. Das Wasser stieg um 2 Meter. За последние 3 года цены поднялись на 100%. In den letzten 3 Jahren stiegen die Preise um 100%.
In den letzten 3 Jahren stiegen die Preise um 100%. Я сел в автобус на рыночной площади и вышел на следующей остановке. Садиться в автобус, транспорт. Einsteigen, выходить из транспорта. Aussteigen. Ich stieg in den Bus am Marktplatz ein und an der nächsten Haltestelle stieg ich aus. Ich stieg in den Bus am Marktplatz ein und an der nächsten Haltestelle stieg ich aus. В Кёльне мы пересели в другой поезд. Пересаживаться umsteigen. In Köln stiegen wir in einen anderen Zug um. In Köln stiegen wir in einen anderen Zug um. Портной разрезал ткань ножницами. Резать schneiden. Der Schneider schnitt den Stoff mit der Schere. Der Schneider schnitt den Stoff mit der Schere. Раньше этот город назывался по-другому. Называться heißen. Diese Stadt hieß früher anders. Diese Stadt hieß früher anders. Он поставил стул рядом с телевизором. И здесь у нас добавляются предлоги с существительными. Ставить, stellen. Er stellte den Stuhl neben den Fernseher. Er stellte den Stuhl neben den Fernseher. Мы поставили торшер в середину. Wir stellten die Stehlampe in die Mitte. Wir stellten die Stehlampe in die Mitte. Лампа стояла на столе. Стоять, stehen. Die Lampe stand auf dem Tisch. Die Lampe stand auf dem Tisch. Диван стоял у стены рядом с креслом. Das Sofa stand an der Wand neben dem Sessel. Das Sofa stand an der Wand neben dem Sessel. Он поставил диван к стене рядом с креслом. Das Sofa stellte er an die Wand neben den Sessel.
Das Sofa stellte er an die Wand neben den Sessel. Учитель задал ему вопрос. Задавать вопросы, Fragen stellen. Der Lehrer stellte ihm eine Frage. Der Lehrer stellte ihm eine Frage. Чемоданы стояли перед дверью в коридоре. Die Koffer standen vor der Tür im Korridor. Die Koffer standen vor der Tür im Korridor. Он поставил бутылку в холодильник. Er stellte die Flasche in den Kühlschrank. Er stellte die Flasche in den Kühlschrank. Я поставил тапочки под кровать. Ich stellte die Hausschuhe unter das Bett. Ich stellte die Hausschuhe unter das Bett. Машина стояла рядом с гаражом. Das Auto stand neben der Garage. Das Auto stand neben der Garage. Я положил тетради в папку. Ich legte die Hefte in die Mappe. Ich legte die Hefte in die Mappe. Все его документы лежали в папке. Лежать, liegen. Alle seine Papiere lagen in der Mappe. То есть глаголы мы употребляем в форме претеритум. Alle seine Papiere lagen in der Mappe. Ковер лежал на полу. Der Teppich lag auf dem Fußboden. Der Teppich lag auf dem Fußboden. Мать постелила новую скатерть на стол. То есть дословно положила. Legen, класть. Die Mutter legte eine neue Tischdecke auf den Tisch. Die Mutter legte eine neue Tischdecke auf den Tisch. На столе лежали яблоки. Auf dem Tisch lagen Äpfel. Auf dem Tisch lagen Äpfel. Деревня располагалась у реки. Или, можно сказать, лежала у реки, да, располагалась. Das Dorf lag an einem Fluss. Das Dorf lag an einem Fluss.
Он положил все учебники в свой рюкзак. Er legte alle Lehrbücher in seinen Rucksack. Er legte alle Lehrbücher in seinen Rucksack.